dem wird Gott die Plöre tazaten, von der dit Buch geschrieben stehen. Wer von dit prophetische Wort an dit Buch weichnehmen wird, dem wird Gott sein Port vom Lebensbuch vom Lebensbaum und von der Heilige Stadt weichnehmen, wovon an dit Buch geschrieben steht. Und da dit gesagt habt, sagt, jo, ich komm bald. Amen. Jo, komm, Herr Jesus. Das ist jetzt eine große Warnung, dass wenn irgendwer wird houden zu dit Buch, von dem wird toegedonen worden, und wer das von aufnehmen dat, von dem wird wahrgenommen worden. So, ich würde uns warnen und sagen, das sei ja wichtig, dass wir Gott sein Wort studieren und dass wir nicht nur toedonen und nicht nur von aufdonen. Ich will von der über gewisse Tierchens am Weich reden. Also Tierchen am Weich Nummer 1. Und ich habe mehrere Tierchens da. Das ist, wenn wir vielleicht am Weich fahren down, und da war wir 3 Tierchen down am Anfang von der Welt, wie es gerade die Welt erschaffen hat. Menschen merken das, Menschen fallen in Sünden an. Und dann, was sagt Gott von dort wieder? Wo wird uns dort versprechen, dass der Lehrer wird kommen und wird uns aus der Sünde rausnehmen oder für die Sünde betonen. Tierchen am Weich Nummer 1. Die versprochene Samen in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15. Ich will mal sagen, dass mein Vers überreicht sei, dass ich mir abgeschrieben habe, dass ich nicht für eine andere Vers angeben. Jemand hat mir gesagt, dass viele von Ihnen weiten nicht, wo das geschrieben steht, damit ich das nicht recht angesagt habe. 1. Mose 3, Vers 15. Da sagt es das, du in der Früh wollen jünd feindlich sein und jüne noch kommen wollen sich nicht leiden können. Er wird den Kopf verwunden und du wirst den Hack verwunden. Hier in 1. Mose 3, 15 redet Gott zu der Schlange. Was das ist, glaube ich, der erste Schriftstelle, wo Gott irgendwas sagen, das von was er wird tun und dort tun. Aber möchte, dass Gott das hauptsächlich hier zu dem Feind reden. Da ihr das möchten? Er sagt zu dem Feind hier, zu der Schlange, du in der Früh, er sagt 2 Dinge, sagt er, du in der Früh wollen jünd feindlich sein und jünger noch kommen wollen sich nicht leiden können. Er wird dir den Kopf verwunden und du wirst der Hack verwunden. Also wir haben das der erste Schriftstelle, das erste Mal, wo Gott dort eine Versprechung geben hat, dass er wird damit tun. Aber er sagt, dass da wird Feindschaft zwischen den beiden. Okay, so tun wird vom Himmel geschmeten. Offenbarung, wir sagen, das was passiert erstmal und was passieren wird nachher wieder. Der große Draak in Offenbarung, Kapitel 12, Vers 9, da sagt dort, der große Draak wird rückgeschmeten, der alle Schlange, der die böse Feind in Satan genannt wird, in der ganzen Welt verleiht. Er wird mit seinen Engeltaub rauf auf die Erde geschmeten. Aber wir sehen noch kurz wieder, da waren wir im Neuen Testament, und dann gehen und sagen wir, über Satan ist gesiegt worden. He is defeated. Paulus sagt in Römer 16, Vers 20, sagt er, der Friedensgott wird den Satan bald topknattern, dass jeden unter der Feind haben. Und wieder sagen wir in Offenbarung 20, Vers 2, sagt er, kriegt den Draak, der
alle Schlangen, dort als der beise Feind und der Soton und Bunkarm, er greift, pardon me, er greift den Draht, der alle Schlangen, dort als der beise Feind, der Soton und Bunkarm, und schmeißt am Gefangen für 1000 Jahre. Da wissen Sie, da was passiert wird während der Trübsalzeit. Oder am Ende von der Trübsalzeit. Also wir sehen da, dass das erste, das erste ist, da sehen wir dort an Kapitel 3, Vers 15, wo Gott nangeriefen hat. Okay, das zweite Tierchen am Weich, das ist die Linie von Saat, der jährliche Samen. Könnt ihr vielleicht ein klein bisschen lernen schon, oder nicht? Ist ein klein bisschen zu Tag, if you don't mind. Der Tierchen am Weich, der jährliche Samen, 1. Mose, Kapitel 4, Vers 25, 26 sagt, und Adam und Eva hatten noch einen Sohn, und die nannten dem Saat. Eva sagt, Gott hat mir einen Sohn, ein Abel seine Stadt gegeben, dem Kain dort schlug. Und Saat hat einen Sohn, dem Einasch nannt. Und die Zeit fangen Menschen an, dem Herrn anzubeten. Ich will haben, wir wollen bemerken, dass diese Tierchens am Weich, was die Menschen am Alten Testament können sein, wo Gott reinmerken, für einen Plan, den er will durchführen. Und ich habe das Thema ziemlich gut studiert. Mir ist das sehr interessant, wenn ich gucke, wo Gott anfangen wird und wo das einzige Mal so lauten wird, dass da wird alle aussehen, die sind noch Überhand, und dann wundert einer, wo wird Gott tun, um das wirklich merken, um da wird eine Erfüllung kommen, wie es den Sinn so übernehmen wird. Aber Gott sagt noch, dass da wird sein Versprechen wird verfolgt worden. Und hier sehen wir dort selber Bad Einasch, wo das sagen, dass dort wir in der Zeit fangen, this is good, thank you. Und in der Zeit fangen Menschen an, dem Herrn anzubeten. In seiner Zeit fangen die Menschen an, dem Herrn anzubeten. Und bitte mag, das sind sehr viele Jahre, was dort zwischen sind hier. Ich glaube, dass hier und da bloß ein kleines bisschen was rücknehmen. In Mose Kapitel 6, Vers 9, was wir lesen, dann sei wie Noah zum Verkommen. Dort sagt, Noah wäre ein gerechter Mann, keiner kann ihm an seine Zeit beschuldigen. Noah lebt mit Gemeinschaft an Gott. Aber wenn klein bisschen hier den Hintergrund bei seinen Wort, den Zustand, wo die Welt zu der Zeit bannen wir. Bis die klein bisschen trägen, 1. Mose 6, Vers 1 bis 3. 1. Mose 6, Vers 1 bis 3. Dort wisst uns, was die Umstände wären da zu Noah seine Zeit und was für Umstände leben wird. Noah scheinbar wir der Einzige, der für Gott lebt. Wie es waren, wie drei Kicken noch, 1. Mose 6, Vers 1 bis 3 sagt, dort so aus das. Aus der Menschen sich auf der Erde vermehren, und der Deichte Horden, nehmen die Sehns von der Jata, so Jahres von manch der Menschen aus an Schmacksleiten und befrieden sich mit der, und der Herr sagt, ich war der Mensch nicht hab einmal leben lassen. Er ist doch Fleisch. Ich war am 120 Jahre leben lassen. Und wie weit von was das reden, dass wir die Zeit, wie es Gott zu Noah sein, dass er soll der Arche bauen. Und das scheint sich, dass wir bloß Noah, was Gott anbeten, dass Gott honert kann. Also, nu sagen wir, was wir Noah anfangen, zum Verschieden kommen.
Dan gaan we nog teken aan weg nummer 3. Teken aan weg nummer 3. 1. Mose, kapitel 7, vers 1. Gott raadt Noah met zijn familie. Wir haben bloß 8 Personen, die da geraten worden. Vers 1 sagt, und der Herr sagt zu Noah, das wir wie die erste Arche gebaut haben, go an das Schab an der Arche, du und deine Familie, ich habe gesehen, dass du an dieser Zeit ein gerechter Mann bist. Noah, trotz all den Trouble, der Ungerechtigkeit, was da vergangen ist, wir standhaft, deit Gott nachfolgen und Gott beruht seinen Plan zu verfehlen. 1. Mose Kapitel, okay, ihr seht an Scham, 1. Mose Kapitel 9, Vers 28 sagt, und mochte Herr, mein Gott, Scham segnen. Also da sei wir, da kommt Scham, eine von den drei von Noah seine Sehens, was hat. Und der sehende Fall ab Scham ab. 1. Mose 9, Vers 28, Vers 29 sagt dort, nur der Überschwemmung lebt Noah nach 350 Jahren. Vers 29 sagt, er starb, als er 950 Jahre alt war. Meine Freunde, können wir uns denken, wenn wir 350 Jahre oder 950 Jahre alt wurden sein, oder da wo die Arche anfängt zu bauen, und dann sein Leben zu bringen mit Menschen, die nicht von Gott weiten wollen. Haben wir irgendwo zu complain? Weißt du, wenn wir in schwere Zeiten sind, the worst that can happen ist, oder wenn schließlich alles vergehen wird, dann kann ich sagen, weil mein Leben ist almost bald zum Ende. Mit was nachher sein, ist viele vergütet. So ich habe viele Hoffnung, dass ich aus der Rüt kommen, aus dem Trouble, wenn ich im Trouble bin. Das sind nicht noch 350 Jahre, wo wir wollen in den Trouble leben, so als Noah seine Zeit. Also sei wir dort, dass durch Noah, Gott, dass wir die Menschheit, die wir meist ganz angekommen, bitte 8 Personen. Dann fängt Gott da frisch an. Und dann sei wir teken am Weg Nummer 4. Abraham sein Raub. Und Gott sein Bund mit ihm. Weil da fängt es an sehr significant zu sein. Wenn wir bei Abraham kommen, dann ist das sehr interessant. Da sind hunderte Jahre, was vom Anfang mit Abraham vergangen ist, wo da bloß gewisse Tekens wären. Aber da wäre noch, dass Menschen können weiter, dass da wären. Gott hat versprochen, dass er wird ein Weich finden, ein Weich versorgen, wo Menschen können geraten werden, loskommen von der Sinn, wo Adam und Eva wären angefallen. Dort wäre genug Licht. Nicht sehr viel, aber da wäre genug. 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 bis 3, da sagt dort, der Herr sagt zu Abraham, verlot dein Land, deine Lied und dein Vater sein Haus. 3 Dinge, was er hier soll verloten. Und go noch ein Land, dort ich die Wiesen war. Und ich muss noch einmal sagen, das sind bloß ein paar von den Dingen, die braucht mehr Menschen dort am Twaschen, um dort vollbringen. Aber hier sind bloß gewisse Punkte, die ich hier verbringen darf. Also, Gott sagt, du dein Land verloren, dein Vaterland verloren, das Lied würde mit Taubas, dein Freundschaft verloren, und dein Vater sein Haus, alles verloren dort, und go noch ein Land, das echt die Wiesen war. Vers 2 sagt, Abraham, wir sehr gut auf, Mann. Er hat viel Feu und Salbe und Gold, ein Mann. Vers 3 sagt, er trug nach Wara von das Land am Süden Kanaan, so wie aus Bethel, wo er
ein Zelt, seine Zelten abgestellt hat, zwischen Bethel und Ai. Die ganze Welt wir an den Sultan seiner Macht zu sein, und wir bloß sehr furchtbar große Sinn, was da angeht, Gott nahm ihm da raus und fängt an mit ihm zu arbeiten. Weil von der Tag, wenn wir rankicken an der Welt, dat je immer wieder und wieder noch dat alles verdorben hat. Weet je, want we naar de Nobels kijken dan, naar de US, Amerika, ook aan de ene regering, dan wonderen we, hoe lang kan dat nog zo dit weggaan? Ik heb nu de laatste week. Ik heb hier wat voor state dat is, wo dat grote kriets boven is, dat is een aangedenk. En sie haben beschlossen, dass dort muss wahrgenommen. Das ist nicht reicht, dass wir haben Freedom und das ist dort Krieg muss wahrgenommen, weil die Töpfe Menschen, die dort große Krieg, ich habe hier von Meter, das 20 Meter hoch oder was immer, und dort wird wahrgenommen, sodass ein 90 der soll dort wahrgenommen. Alles, was von Gott ist, muss reicht und leidet Krieg, das soll wahrgenommen. Aber wenn man attempt, alles andere, zum Sharia Law anbringen und so wieder, dort wird, kann immer wieder und wieder an. So menschliche Seinen sind das nicht sehr gut mit der Welt, wo wir von der Bahn leben dann. Und da wird nicht besser werden, das habe uns sicher sein. Okay, wir wollen für da bloß etliche Punkte sein. Ja, eins ist hier, ein besonders starkes Land, wir seien dort, dass wir Gott den Bund merken, dass er ein besonders starkes Land versprechen. Der Sohn von der Früh, Jesus, wird von einem besonders starkes Land kommen. Das Land wir Kanaan. Zweitens, dass wir eine besondere Nation kam nur an Betracht. Und durch Abraham seine Nachkommen wird verkommen. Also dort wir da hat Gott versprochen zu Abraham, dass durch seine Nation, seine Nachkommen wird er wird arbeiten durch ihn. Also müssen wir noch eine gewisse Nation betrachten. Wir müssen, weißt ihr, Israel ist sehr wichtig, dass wir da am Ohr halten. Weil wir denken an die Zukunft. Hier war wir mich staunen, dass die meisten von unseren deutschen Menschen, unsere deutschen Kirchen, die haben weggedreht von der Dispensational View, von der Lehre, dass wir Israel im Betracht nehmen, dass Gott mit Israel noch nicht durch ist. Gott hat Israel, Gott hat den Bund merken mit Abraham, wir seien dort hier. Wir können was hier wiederholen. In 1. Mose 17, Vers 19, Gott sagt, nee, die früh Sarah, das hat er dann mit, wie es Abraham und Sarah, Gott wollte ein bisschen mithelfen, dass sie mal einen Sehen haben, sie werden all alt und all menschliche Sachen verbrucht zum Kinder haben, zum Babys haben. Nu wurde Gott mal mithelfen und dann kommt Ismael zum, wird Ismael geboren. Und dann sage ich Gott hier, und Gott sagt, nee, die früh Sarah wird einen Sehen haben. Den sollst du Isaac nennen. Ich will mein Bund mit ihm machen, dass es ein ewiger Bund ist mit seinen Nachkommen. Also das war das selbe dort, dass Gott sagt, dass Abraham, das wird durch Isaac, durch seinen Sohn, nicht durch eine Kirche oder eine fremde Frau, durch Abraham und Sarah, durch ihm wird ein Baby geboren und von ihm wird ein Baby geboren worden. Den sollst du Isaac nennen und durch ihm wird ich den Plan vollbringen und durch seine Nachkommen. Dann 5. Mose 22, Vers 12 sagt, aber Gott sagt zu Abraham,
Merkt ihr dort nicht schwor, wenn diesen Jungen dort mit Ismael in der Kirche, da werden dort, was Sarah gesagt hat, die noch kommen wollen, durch Isaac geteilt worden. Wir müssen kicken, oder noch kommen von Isaac, nicht Ismael. Wir kommen bei das erste Teken, das Teken am Weg Nummer 6. Das erste Teken, was wir betrachten dann. Da wird uns nenntstellen in der Israeliten, zu wem das geschrieben wird, zu den Menschen zu der Zeit. Gott hat diese Dinge dass sie sollen verstehen, wo er arbeitet, wo der Radar wird zu der Welt zum Verschieden kommen und so weiter. Das Teken Nummer 6. Und Jakob und seine Nachkommen, nicht Isaac oder irgendein anderer, und Jakob. Und dann in 1. Mose 24, 22 bis 23 sagt dort, die Kinder streiten sich am Mutterlief und sie sagt, Rebekka sagt, warum jij dat so? Und sie ging und fragt dem Herrn und er sagt zu ihr, da sind 2 Völker an den Mutterlief. Die sind vom Anfang an verschieden. Einer wird stärker sein und der andere aus der andere. Der andere soll dem Geringeren dienen, also Jakob. Würde der Jakob schaffen. 1. Mose 28, Vers 13 bis 14, sagt Jakob sein Traum, sei da. Und boven stond der Herr und zei, ik zei, en dit is Jakob zijn droom, ik zei de Herr, sie dien voor Abraham zijn God en Isaac zijn God. Dit land op woont u lichts, waar ik die en die nakomen geven. Die nakomen worden zoveel zijn als de stof op hier, oder als de zand om meer. Die wollen sich nach Westen, nach Osten, nach Süden, nach Norden und nach Süden verspreiten. Alle Völker auf der Erde wollen durch die und die Nachkommen gesegnet sein. Jetzt kann ich nur, dass Gott sein Plan ist, dass Israel soll von Landkarte aufgewaschen werden, nicht so? Das Völkerraum Israel von der Tag, besonders Iran, die haben sich vernommen, den Ziel ist, dass sie Israel wollen ganz zu Grund bringen. Wipe them out completely, was sie noch getan haben, vom Anfang an. Was Hitler deed, so wie es für dich träglich kann, was haben passieren, die proben Israel aufzuwaschen. Und was sie sagt, Israel hat kein Recht, ein Land zu haben. Hat Israel nicht erreicht? Die besagten mal sehr kleinen Port von das Land, was Gott am Versprechen hat. Das ist so, Gott dreht sich den Regen nach Israel, sozusagen für eine Zeit, und dreht sich nach den Heiden, und wir haben dort das Evangelium gefangen. Aber Paulus sagte, wo eine Zeit kommen, wenn der Soul von der Heiden nachgegangen sein, da wird Gott drehen oder Israel, und dann wird er sozusagen genackt worden. Und er wollte aber da bringen, die wollen das sein, dass den Radar, der Messias, wo sie noch lernen, den haben sie gekreuzigt, 2000 Jahre drei. Aber Gott wird da bringen, sie wollen nicht zu Grund gebracht worden. Gott wird mit am Handeln, und besonders in der Trübsalzeit. Ich will hier gewisse Dinge eben uitlaten. Teken am Weg Nummer 7. Der Stamm von Juda. Am 1. Mose, Kapitel 49, Vers 10. Ich wollte bloß einen Vers lesen. Der Königstag wird nicht von Juda genommen, wird nicht von Juda wahrgenommen sozusagen. Sein Regierungstag wird nicht verschwingen.
Aber der Rechtsstelle kommt, dem waren die Völker Ehren. Gott sagt, der wird nicht wahrgenommen worden, der wird verfallen. Wir können mehrere Dinge, mehrere Phasen, was wir können betrachten davon. Aber ich will wiederum noch Teken am Weg Nummer 8, wo wir können noch kicken. Eine Familie von Jesse. Samuel sagt hier Vers 1 und Jesaja all Vers 1 partieren, da wo wir alle fingen. Und ich würde Ihnen Mutter sprechen, dort von das Thema ein Studium merken und dort ganz betrachten und seine Worte zu sagen, das ist sehr, sehr interessant. Und der Herr sagt zu Samuel, wie lange wirst du über Saul trüren, indem dort ich am Tesi gesagt habe, und als König über Israel, nimm den Hören und fall dem mit euch und go nach Isai von Bethlehem. Ich habe mich beschlossen, dort ein von dem seine Sehens soll König sein. Und dort wo David zum Vorschein kommt, und wir sind bekannt mit der Geschichte, wo David wie ein Hort, Gott hat am geraubt, schließlich wird am vergebracht, Gott, der sich am utwählen, und wir wissen die Geschichte von David, dass dann zu Vorschein kommt. Prophecy in Samuel 16, Vers 12 bis 13, und so wieder. Aber 1. Samuel 16, Vers 11 bis 13 sagt, und Samuel sagt zu Isai, sendet all deine Sehens, und Isai sagt, du hast noch ein Jüngster, David, und hier ist wo das von redet, der Schobheiden. Und Samuel sagt zu Isai, schaut doch an, dass ihr herkommt, wir wollen uns nicht hansaten, euer da ihr erst hergekommen. Vers 12 sagt, und er schickt doch an und lässt ihm kommen. Der Jüngste wird radlich und hat da Uhren am Leid das Schmack. Und der Herr sagt zu Samuel, nicht du ab und sag dem, das ist der, was er mir gewählt hat, das ist der Rechte. Also, da fängt Gott an, mit David zu handeln. Und wenn wir würden im Neuen Testament kicken, in Lukas 1, Vers 30 bis 33, da sehen wir, die Prophezeiung und Erfüllung von der viel von das sagt da in Lukas 1, 30 bis 33, die wird geruht sein und den Allerhöchsten sind sehen genannt worden. Und Gott, der Herr, wird sein Vater David seinen Thron geben. Und er wird ewig über Israel König sein. Sein Königreich wird niemals in ein mitgemerkt worden. Also, hat Gott abgegeben mit Israel? Nein, er hat nicht. Er sagt, ich habe einen ewigen Bund gemerkt. Wenn Gott einen Bund merken, das ist anders, als wenn ich einen Bund merken oder eine Versprechung merken. Was Gott gesagt hat, hat es gesagt. Und daher hat das Versprechen, dass trotzdem, dass Israel am nicht treu ist, wir haben die Seinen, wo er mit Israel arbeiten wird, wie sie am Ägypten rübernahm, in eine Wüste nennen, wo sie immer genannt werden, wo Gott immer war, dann war er mit am Handeln. Und Gott wird dort vollfallen, was er gesagt hat. Tierchen Nummer 10, der königliche Linie von David. Samuel 7, Vers 12 bis 17. Wenn du dort ein von den Leben kommst, hier redet Gott zu David, und du begraft worden, wo ich einen von deinen Sehens als König anstellen, und ich will ihm ein starkes Recht geben. Und sein Recht wird ab immer bestehen bleiben. Die sehen wird für mich den Tempel bauen.
Ich war sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Wenn er wird anreichtet hat, da war ich am bestrafen. So als alle ihre Kinder bestrafen. Aber ich war meine Treuheit gelebt, nicht von ihm wegnehmen, so als ich die von Saul wegnehmen, dem ich für die wegnehmen deed. Da wird ab immer einer von denen noch kommen, König sein, die Königreich wird ab immer bleiben. Eine ewige Versprechung hier. Malachi 1, Vers 1. Der Herr, der alles regiert, sagt, horch einmal. Ich sage einen mit einer Nachricht, der für mich wird den Weg reit machen. Der Engel von meinem Bund, den je haben mochten, es all hingeweis. Und bald wird der Herr nur dem Gelören plötzlich in seinen Tempel da sein. Wir checken noch eine Erfahrung, noch eine Prophezeiung, was erfüllt ist in Markus Kapitel 1, Vers 2, was vorher sagt, am Propheten Jesaja steht so geschrieben, check einen mit einer Nachricht, der für mich wird den Weg reit machen. Eine Stimme, die an der Wüste Lüd raupen wird. Merkt dem Herrn einen Weg reit. Merkt einen geleckten Stich. Und wem denkt wir? Das ist kein anderer als Johannes. Johannes der Täufer. Einer war ein Forerunner, würde man sagen, in Englisch. Was sind die Zeichen von den Radar, die da kommen? Ein Kind, ein Sehen, wir haben noch gesagt, in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, Jesaja Kapitel 9, Vers 6, wird wir sagen, ein Kind geboren, an der Linie von Schem und Ham, und Isaac, Jakob, Judah, Jesse, David und Salomon. Das ist einer dem anderen, was wir da sein dann. Und wieder sei wir ein Kind geboren von einer Jungfrau in Amsterdam, die dort wiesen, dort sei eine Jungfrau wir, so aus wie seinen in Matthäus Kapitel 1 und Lukas Kapitel 1, wo wir seien dann, sei wir der ganze Geschlechtsregister, sei wir da, wo der Wesen hat, wo Jesus von kommen hat, von Anfang an ganz durch, der bloß, und du bist reinkriegt, ich habe seine Worte an Erfahrung geholt. Dann selber eine Nachkommen von David, den sie sehen, Jesse, aber nicht bei der tiende Generation, wie sagen sie, 10 Generationen, war der utblieben dann bei David. Wieder sei wir geboren, ungefähr im Jahr 4 AD, dort steht mit der Prophezeiung von Daniel, was Daniel sagt, in Kapitel 9, Vers 22. Und also wir können einen Teil davon sagen. Aber ich sage meine Titel verjährt. Geboren in Bethlehem, wo wir Micha 4, Vers 2 sein, dann sagen wir dort, dass Jesus, wir waren geboren in Bethlehem, da wird gesagt, da haben wir geboren in Bethlehem, im jüdischen Land und so weiter. Wir sagen da bloß, jeder Schrift steht, was wir betrachten, dann der Fall ut, korrekt so, als dort passieren wird. Ich glaube, wir haben genug gesehen davon, wir sehen genug, dass wir können sehen, dass was ihr prophezeit ist im Alten Testament, dass der buchstäblich, dass sich dort, dass in Erfüllung gehen. Meine Frau an uns ist für das dann. Wann die Vergangenheit im Alten Testament, was da ihr prophezeit wird, buchstäblich
erfüllt wird, soll dort, was nur noch nach einer Zukunft ist, nicht auch das dort an Erfüllung kommen? Weißt du, wir wundern uns einmal, und ich mir vielleicht wundern über die Menschen im Alten Testament, wenn ich denke da an, was sie sein werden, wie es Jesus kommen werden, wo können sie dort nicht sein? Warum haben sie sich nicht reingemerkt? Warum haben sie nicht all die Signs, was Gott gegeben hat, alles betrachtet? Da wären sie Simeon wie einer. Und den hat Gott versprochen, dass er wird den Rader sein, er wird nicht sterben, ehe er den Rader wird sein. Also da wären gewisse Menschen, die sich reinmerken, die lernen ab Jesus. Und die wunderten, wo wird das sich alle Rahmen nehmen, wo wird das alle in Erfahrung kommen, wo wird der Herr kommen? Wenn Jesus erst kommen, mit seinen Jüngern, ja, dann konnten sie dort nicht verstehen, dass er müsste im Krieg gehen. Dann müssten sie warten, was er ist abgestoßen, wie was sie das sagen. Weißt du, wir tun eigentlich von der, wir sind so bevorzugt. Ich habe das gesagt, ich sage das nach Wahrheit. Weißt du, wir leben in der Gnadenszeit. Von der, weißt du, was die Gnadenszeit zu bedienen hat, was damit angeschlossen ist. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wo wir können uns kicken, wir haben Gott sein Wort, wir können das Wort, an das Wort seinen Kleid, was passiert ist, wo Gott alle getan hat. Und wir können seinen Wort an Pentekost, an Pfingsttag passiert, wo die Geist Gottes wird ausgegossen hat, alle Gläubigen, würde ich tun, von der, weil wir Jesus annehmen, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, der uns an Gott sein Wort, Gott offenbaren wird. Und wir leben in einer Zeit von der, wo wir, eine sehr große Verantwortung haben. Wir haben keine Entschuldigung mehr, dass wir nicht können in sich leben, oder dass wir können Gott kennenlernen, und weil wir uns aufladen von Gott, von der Wahrheit, da wollen bloß du nicht verantwortlich für sein, weißt du? Wir wollen Rechenschaft geben für dort. Verantwortlich können Menschen sein, weißt du, da sind viele Lehren. Was da viele Menschen, was da anders lehren, die sind schuldig dafür, aber Rechenschaft wollen, die eigentlich aufgeben für dort, was wir hatten, was Gott uns wiesen hat, in sein Wort. Weil wir beten zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir für die Wort. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du bist gekommen. Du hast erfüllt, was das sei in dem Alten Testament, wo die Prophezeien von den ersten kommen, auch von den nächsten kommen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir den Wort haben von der, wo du inspiriert ist von dir, von dem Heiligen Geist, wo wir können lesen und wo wir können noch wohnen und vertrauen. Wir danken dir, Herr, dass du uns hast geraten, durch den eigenen Blut am Kreuz verjäten, wo dich dort mählich ist, dass wir Vergebung haben von unseren Sünden. Ich bete, Herr, dass du uns machst, fallen mit deinem Geist. Halb, Herr, dass wir möchten hungern und Durst haben nach dein Wort. Dass wir dein Wort möchten aussehen und ausforschen und dort anwenden in unser Leben. Herr, dass wir uns nicht dürfen verleiten lassen von anderen, von Lehren. Ich bete, dass du uns nicht wiedersehen mit deinen großen Segen. Bete ich im Namen Jesus. Amen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.